Viel Spaß mit Fabio Landet! Hey, hey. Ich freue mich, hier zu sein. Comedy House. Ich merke, es wird ein bisschen ruhiger. Da hatte ich meinen ersten Auftritt. Ich war so nervös. Und dann bin ich ins Backstage ab und habe den ersten Künstler getroffen. Ich habe gesagt, du, ich bin so nervös. Hast du mir einen Tipp, wie ich meine Nervosität nehmen kann? Und er so, ja, also was ich einmal mache, wenn ich nervös bin, ich stelle mir die Leute nackt vor. Und ich konnte das nicht können. Es ist nicht gegangen. Weil an dem Abend ist meine Mutter und meine Schwester in der ersten Reihe gehockt. Ja. Und ich habe mir so gedacht, nein, hey, Familienmitglieder nackt vorstellen. Ich meine, ich komme aus St. Gallen und nicht aus Appenzell. Inzest-Jokes funktionieren also da, okay? Ich wollte nur mal euer Niveau testen, ja. Und auch heute, ich bin wieder ein bisschen nervös, ja. Und er denkt, ja, heute geht's, heute kann ich den Trick anwenden, ich kann mir alle nackt vorstellen. Dann sagt mein Vater, du, ich komme dann heute auch, gell? Jetzt geht's nicht, ja. Ich fahre letzte relativ viel ÖV, einfach weil ich kein Auto habe. Und wenn ich ÖV fahre, ich habe immer Kopfhörer. Aber ich höre nie Musik. Ich lausche immer. Ja. Ich bin Comedian, von irgendwo brauche ich mein Material. Weißt du, was ich meine? Ja, und dann habe ich letztens so mit einem Ohr einer jungen Frau zugelassen. Und dann sagt sie so, ist sie mit ihrer Kollegin am Telefon gewesen, und dann sagt sie so, du, weisst du noch den 38-jährigen Italiener, mein Nachbar? Der hat mir gesagt, er hätte noch nie jemanden gehabt, der so gut bläst wie ich. Und dann bin ich ein bisschen aufmerksamer geworden. Und dann hat sie so gesagt, ja, weisst du, mega süßes Kompliment, gell? Und ich so, okay. Und sie so, ja, weisst du, er hat Wörter benutzt wie professionell und engagiert. Ja. Und ich hatte so viele Fragen. Ich dachte, wen hat er das gesagt? Weil es macht eigentlich nur Sinn, wenn du es nach dem Akt sagst. Du kannst nicht einfach, das Kompliment kannst du nicht einfach so bringen. So am Morgen machen, du Schatz, ich habe dann noch Pancakes gemacht und hey. Hat er noch etwas sagen? Geht nicht. Oder am Perli-Abend sagt der Perli so, hey, du hast mega schöne Augen. Sie so, oh, danke. Und dann der andere, Schatz, du bist die beste Bläserin, die ich jemals hatte. Das geht nicht. Ja, und dann bin ich weitergefahren und dann sind so 14, wie sagt man denn, 14-, 15-Jährige heutzutage, Assis, genau, eingestiegen und dann kommt einer rein, hey, Bro, Mann, hey, hast du sie boomst? Der andere so, ja, Mann, ich habe sie boomst. Und er so, geil, Mann, ich schwöre, Sex ist das Geilste auf der Welt. Und ich so, nein. Und dann schauen mich alle an und ich so, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sex ist das Geilste auf der Welt. Das kann ja nur so ein 14-, 15-Jähriger sagen, Mann. Sind ihr schon mal im Stau gewesen? Auf der Autobahn? Und ihr musste pissen? Aber nicht einfach das normale Pissen. Ihr seid schon so Gegenstände am Suchen gewesen. Wo kann ich da rein machen? Weißt du, was ich meine? Und dann fahren das, schaffen das gar noch so knapp raus und dann schaffen das aufs WC und dann machen da.
Ah! Und ich weiss nicht, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht bis jetzt. Aber ich habe beim Sex noch nie so ein Geräusch gemacht. Und eine Frau hat mir mal gesagt, Fabio, du stöhnst so leislich beim Sex. Und ich so, ja, du hast mich noch nie beim Pissen gesehen. Sex ist das Geilste auf der Welt. Hey. Sind da schon mal heimgekommen? Stock, Hagel, besoffen. Sind ins Bett hineingefallen, wachen irgendwie so um 3 oder 4 in der Nacht auf und haben das Gefühl, sie sind in der Sahara. Und euch schießt es an. Weil ihr so denkt, nein, jetzt muss ich dort zum Brünneli laufen, weißt? Der weiteste Weg, der trümmelt es eh schon. Und dann, aber dann, habt ihr daran gedacht, eine Flasche neben das Bett zu stellen? Halleluja! Wie wird Sex besser sein als da? Oder habt ihr schon mal einen TV-Abend gemacht? Und es ist so voll gelaufen und es war so ein guter Abend gewesen. Und auf einmal habt ihr so gedacht, es fehlt etwas im Maul. Hättet ihr etwas gerne im Maul? Und dann kommt ein 38-jähriger Italiener. Nein. Nein, dann denkt ihr so, warte mal schnell. Hure Sier, vor einem Monat habe ich doch gerade eine Glasse gekauft. Und ich habe das, glaube ich, gar nicht gegessen. Und dann laufen wir zum Tiefgefrierer, machen den Tiefgefrierer auf. Halleluja, Halleluja. Und der Glasse ist noch drin. Und dann nehmen sie es Maul und denken euch so, wie wird Sex geiler sein als da? Ich bin jetzt am Ende. Ich wollte euch noch sagen, bevor ich zum Ende komme, ihr seid ein sehr professionelles und engagiertes Publikum gewesen. Mein Name ist Fabio Lander. Danke vielmals.